Hallo, liebe Kinder, liebe Großen und vor allen Dingen liebe kleinen Leute. Heute ist wieder die Kinderfunksendung mit Klaus-Peter dran. Und zwar lese ich heute aus dem Buch Der kleine Prinz. Ja, das andere Buch, das Kästchen mit dem goldenen Schlüssel, das habe ich erstmal zur Seite gelegt und demnächst suche ich mir ein neues Buch raus. Aber nun lesen wir erstmal den kleinen Prinzen zu Ende. Pumpeline ist auch schon ganz gespannt und Wuffi auch. Aber Pumpeline setzt sich jetzt zu den anderen. Ja, und der Osterhase, der ist auch schon wieder im Hasenland. Nicht, der kommt ja nächstes Jahr wieder. Der kleine Prinz hat ja nun schon mehrere Planeten besucht. Er war auf dem Planeten bei dem König. Er hat den Planeten des Eitlen besucht, des Geschäftsmannes und des Säufers. Und nun ist er unterwegs auf den zum fünften Planeten. Und der fünfte Planet war sehr sonderbar. Er war der kleinste von allen. Es war gerade genug Platz für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus und ohne Bewohner eine Straßenlaterne oder einen Laternenanzünder braucht. Doch sagte er sich, es kann gut sein, dass dieser Mann ein bisschen verrückt ist. Doch ist er weniger verrückt als der König, der Eitle, der Geschäftsmann und der Säufer. Seine Arbeit hat wenigstens einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, so ist es, als setze er einen neuen Stern in die Welt oder eine Blume. Wenn er seine Laterne auslöscht, so schlafen Stern oder Blume ein. Das ist eine sehr hübsche Beschäftigung. Es ist auch wirklich nützlich, da es hübsch ist. Als er auf dem Planeten ankam, grüßte er den Laternenanzünder ehrerbietig. Guten Tag. Warum hast du deine Laterne eben ausgelöscht? Ich habe die Weisung, antwortete der Anzünder. Guten Tag. Was ist das? Eine Weisung. Die Weisung, meine Laterne auszulöschen. Guten Abend. Und er zündete sie wieder an. Aber warum hast du sie soeben wieder angezündet? Das ist die Weisung, antwortete der Anzünder. Ich verstehe nicht, sagte der kleine Prinz. Da ist nichts zu verstehen, sagte der Anzünder. Die Weisung ist eben eine Weisung. Guten Tag. Und er löschte seine Laterne wieder aus. Dann trocknete er sich die Stirn mit einem rot karierten Taschentuch. Ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. Ich löschte am Abend aus und zündete am Morgen an. Den Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen und den Rest der Nacht zum Schlafen. Und seit damals wurde die Weisung geändert? Die Weisung wurde nicht geändert, sagte der Anzünder. Das ist ja das Trauerspiel. Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller gedreht und die Weisung ist nicht die gleiche geblieben. Und? Sagte der kleine Prinz. Und jetzt, der in der Minute eine Umdrehung macht, habe ich nicht mehr eine Sekunde Rast. Jede Minute zünde ich einmal an, lösche ich einmal aus. Das ist drollig. Die Tage dauern bei dir eine Minute. Das ist ganz und gar nicht drollig, sagte der Anzünder. Das ist nun schon ein Monat, dass wir miteinander sprechen. Ein Monat? Ja, 30 Minuten, 30 Tage, guten Abend. Und er zündete seine Laterne wieder an. Der kleine Prinz sah ihm zu, und er liebte diesen Anzünder, der sich so treu an seine Weisung hielt. Er erinnerte sich der Sonnenuntergänge, die er einmal gesucht hatte, und um deretwillen er seinen Sessel rückte. Er wollte seinem Freund beispringen. Weißt du, ich kenne ein Mittel, wie du dich ausruhen könntest, wenn du wolltest. Ich will immer, sagte der Anzünder, denn man kann treu und faul zugleich sein. Der kleine Prinz fuhr fort.
Dein Planet ist so klein, dass du mit 3 Sprüngen herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Willst du dich ausruhen, dann gehst du. Und der Tag wird so lange dauern, wie du willst. Das hat nicht viel Witz, sagte der Anzünder. Was ich im Leben liebe, ist der Schlaf. Dann ist es aussichtslos, sagte der kleine Prinz. Aussichtslos, sagte der Anzünder. Guten Tag. Und er löschte seine Lampe aus. Der, sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise fortsetzte, der wird von allen anderen verachtet werden, vom König, vom Eitlen, vom Säufer, vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, den ich nicht lächerlich finde. Das kommt vielleicht daher, weil er sich mit anderen Dingen beschäftigt, statt mit sich selbst. Er stieß einen Seufzer des Bedauerns aus und sagte sich noch, der ist der Einzige, den ich zu meinem Freund hätte machen können. Aber sein Planet ist wirklich zu klein. Es ist nicht Platz für 2. Was sich der kleine Prinz nicht einzugestehen wagte, war, dass er diesem gesegneten Planeten nachtrauerte, besonders der 1440 Sonnenuntergänge wegen, in 24 Stunden. Und so reiste er weiter zum nächsten Planeten. Der war 10-mal so groß, der 6. Planet. Er war von einem alten Herrn bewohnt, der ungeheure Bücher schrieb. »Da schau, ein Forscher«, rief er, als er den kleinen Prinzen sah. Der kleine Prinz setzte sich an den Tisch und verschnaufte ein wenig. Er war schon so viel gereist. »Woher kommst du?« fragte ihn der alte Herr. »Was ist das für ein dickes Buch?« sagte der kleine Prinz. »Was machen Sie da?« »Ich bin Geograph«, sagte der alte Herr. »Was ist das, ein Geograph?« »Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich die Meere, die Ströme, die Städte, die Berge und die Wüsten befinden.« »Das ist sehr interessant«, sagte der kleine Prinz. »Endlich ein richtiger Beruf.« Und er warf einen Blick um sich auf den Planeten des Geographen. Er hatte noch nie einen so majestätischen Planeten gesehen. Er ist sehr schön, euer Planet. Gibt es da auch Ozeane?« »Das kann ich nicht wissen«, sagte der Geograph. »Ach«, der kleine Prinz war enttäuscht. »Und Berge?« »Das kann ich auch nicht wissen«, sagte der Geograph. »Aber ihr seid doch Geograph und Städte und Flüsse und Wüsten.« »Auch das kann ich nicht wissen.« »Aber ihr seid doch Geograph.« »Richtig«, sagte der Geograph, »aber ich bin nicht Forscher. Es fehlt uns gänzlich an Forschern. Nicht der Geograph geht die Städte, die Ströme, die Berge, die Meere, die Ozeane und die Wüsten zählen. Der Geograph ist zu wichtig, um herumzustreunen. Er verlässt seinen Schreibtisch nicht, aber er empfängt die Forscher. Er befragt sie und schreibt sich ihre Eindrücke auf. Und wenn ihm die Notizen eines Forschers beachtenswert erscheinen, lässt der Geograph über dessen Moralität eine amtliche Untersuchung anstellen. Warum das? Weil ein Forscher, der lügt, in den Geographiebüchern Katastrophen herbeiführen würde. Und auch ein Forscher, der zu viel trinkt. »Wie das?« fragte der kleine Prinz. »Weil die Säufer doppelt sehen. Der Geograph würde dann 2 Berge einzeichnen, wo nur ein einziger vorhanden ist.« »Ich kenne einen«, sagte der kleine Prinz. »Der wäre ein schlechter Forscher.« »Das ist möglich. Doch wenn die Moralität des Forschers gut zu sein scheint, macht man eine Untersuchung über seine Entdeckung.« »Geht man nachsehen?« »Nein, das ist zu umständlich. Aber man verlangt vom Forscher, dass er Beweise liefert.
Wenn es sich zum Beispiel um die Entdeckung eines großen Berges handelt, verlangt man, dass er große Steine mitbringt. Plötzlich ereiferte sich der Geograf. Und du? Du kommst von weit her. Du bist ein Forscher. Du wirst mir deinen Planeten beschreiben. Und der Geograf schlug sein Registerbuch auf und spitzte seinen Bleistift. Zuerst notiert man die Erzählungen der Forscher mit Bleistift. Um sie mit Tinte aufzuschreiben, wartet man, bis der Forscher Beweise geliefert hat. Nun? Fragte der Geograf. Oh, bei mir zu Hause, sagte der kleine Prinz, ist nicht viel los. Da ist es ganz klein. Ich habe 3 Vulkane, 2 Vulkane in Tätigkeit und einen erloschenen. Aber man kann nie wissen. Man weiß nie, sagte der Geograf. Ich habe auch eine Blume. Wir schreiben die Blumen nicht auf, sagte der Geograf. Warum das? Sie sind das Schönste, weil die Blumen vergänglich sind. Was heißt vergänglich? Die Geographiebücher, entgegnete der Geograf, sind die wertvollsten von allen Büchern. Sie veralten nie. Es ist sehr selten, dass ein Berg seinen Platz wechselt. Es ist sehr selten, dass ein Ozean seine Wasser ausleert. Wir schreiben die ewigen Dinge auf. Aber die erloschenen Vulkane können wieder aufwachen, unterbrach der kleine Prinz. Was bedeutet vergänglich? Ob die Vulkane erloschen oder tätig sind, kommt für uns aufs Gleiche hinaus, sagte der Geograf. Was für uns zählt, ist der Berg. Er verändert sich nicht. Aber was bedeutet vergänglich? Wiederholte der kleine Prinz, der in seinem Leben noch nie auf eine einmal gestellte Frage verzichtet hatte. Das heißt, vom baldigen Entschwinden bedroht. Ist meine Blume vom baldigen Entschwinden bedroht? Gewiss. Meine Blume ist vergänglich, sagte sich der kleine Prinz, und sie hat nur 4 Dornen, um sich gegen die Welt zu wehren. Und ich habe sie ganz allein zu Hause zurückgelassen. Das war seine erste Regung von Reue. Aber er fasste wieder Mut. Was raten Sie mir, wohin ich gehen soll? Fragte er. Auf den Planeten Erde, antwortete der Geograf. Er hat einen guten Ruf. Und der kleine Prinz machte sich auf und dachte an seine Blume. Und was er auf dem Planeten Erde, also auf unserem Planeten erleben wird, das hören wir in der Fortsetzung dieser Geschichte, ich denke mal, übermorgen am Freitag, ja? Ist der Freitag recht? Ja, dann wünsche ich dir jetzt etwas ganz Tolles, einen guten Abend, einen guten Morgen, einen guten Tag, eine gute Nacht und ganz viel Gesundheit. Und pass gut auf dich auf, sei ganz lieb und pass auch auf deine Eltern auf deine Geschwister, auf alle Menschen, die du lieb hast. Und jetzt sage ich wieder Tschüss und hoffe, dass ich dich dann bald wiedersehe. Tschüss.